Tatsächlich ist Jesus verhaftet worden. Die Soldaten und die Jünger sind verschwunden. Auch Petrus ist weggesäckelt. Er hatte so fest Angst, dass er auch verhaftet werden könnte. Der Petrus rennt und probiert sich in der Menschenmenge zu verstecken. Aufs Mal zupft ihn ein kleines Mädchen an seinem Mantel und fragt: «Du bist doch der Freund von Jesus, gell?» «Ich? Nein, du verwechselst mich. Ich habe keine Ahnung, von wem du redest.» Am Petrus sein Herz schlägt gäng schneller. Ihm gehen 1000 Gedanken durch den Kopf. Noch 2 weitere Personen fragen Petrus, ob er nicht einer von diesen Jüngern von dem Jesus ist. Und aus lauter Angst lügt Petrus nochmal und nochmal. «Was? Du meinst mich? Nein, ich kenne den Jesus nicht.» «Nein, du kannst ganz sicher sein im Fall. Ich kenne den Jesus wirklich nicht.» Nachdem der Petrus 3-mal behauptet hat, dass er Jesus nicht kennt, hört er von weitem ein Gückel kreit. «Nein! Nein, jetzt hat er Gückel gekreit! Nein, das kann ja nicht sein! Jesus hat es doch noch gesagt, dass ich ihn 3-mal wieder verleugnen. Noch bevor der Gückel kreit!» Ich habe ihm es nicht geglaubt. Ich habe ihm es echt nicht geglaubt. Und jetzt habe ich es wirklich gemacht. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich habe es voll verbockt. Hast du auch schon so eine Situation erlebt, wo es mega schwierig war, die Wahrheit zu sagen? Vielleicht hast du schon mal heimlich ein Schöckeli aus dem Süssigkeiten-Schäftchen genommen, weil es dich einfach so fest gelustet hat. Und wenn die Mama oder der Papa gefragt haben, wo echt das Schöckeli herkam, dann geht einem sicher heute durch den Kopf, ob man nicht einfach sagen will, das bin ich nicht gewesen. Ich weiss auch nicht, was es ist. Man will ja nicht, dass die Eltern wissen, dass man etwas gemacht hat, was man eigentlich nicht sollte. Aber weisst du was? Wenn man nicht die Wahrheit sagt, gibt einem das noch ein schlechteres Gewissen, als man sonst schon hatte. Es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen, sogar wenn man ein bisschen Angst hat, was echt nachher passieren könnte. Am Petrus ist es genau so gegangen. Er hat gelogen, weil er Angst hatte, was passieren wird, wenn die Leute wissen, dass der Jesus, der gerade verhaftet wurde, sein bester Freund ist. Jesus hat schon im Vorfeld gewusst, dass der Petrus aus Angst wird lügen. Aber er hat auch gewusst, dass es am Petrus wird leid tun und er Jesus nachdem noch einmal mehr voll mit Leidenschaft wird nachfolgen. Eins darfst du nie vergessen. Niemand auf dieser Welt ist perfekt und fehlerfrei. Jeder macht mal Fehler. Und es braucht Mut, im richtigen Moment zu Jesus zu stehen und ehrlich zu sein. Aber wenn es dir leid tut und du Gott um Hilfe bittest, wird er dir liebend gern helfen, es wieder gerade zu biegen.